oh je, liebe Freunde. Kann der Plan funktionieren oder kann er nicht? Naja, willkommen zurück hier zum Majora's Mask 3D wieder mal. Wir haben den zweiten Tag, mittags um 12 Uhr, beziehungsweise natürlich bereits 10 nach 12. Die Zeit vergeht ja echt wie im Flug. Ja, 6 Uhr abends müssen wir zurück sein bezüglich halt Romani Ranch, um dann noch nach dem Rechen zu sehen, das stimmt soweit. Und was ich auch noch machen möchte, ist das hier, die Unrast des Dekus. Wir müssen die noch ein bisschen versuchen, das wäre noch ganz nice. Und dann, ja, Glückssoldat bereits wieder verkackt, da muss ich am nächsten Tag machen. Gut, ein anderes Problem. Also Dekoblumen, da wäre natürlich auch noch etwas. An dem zweiten Tag noch knacke den Rekord. Naja, sprich wir noch ein bisschen Zeit vor uns, deswegen gehen wir doch mal erst. Ich muss erst noch ganz kurz anders gucken. Und zwar bezüglich der Steuerung irgendwie. Ja, doch, geht schon. Ja, ich weiß, ich kann es natürlich umstellen auf Y invertiert und so, das wäre kein Problem, aber eigentlich müsste es auch so klappen. Aber irgendwie, weiß auch nicht so recht. Ich habe heute so ein richtiges Durcheinander mit der Steuerung. Wieso? Keine Ahnung. Gut, irgendwo hier soll das so ein Minispiel noch sein, wegen. Naja. Wow! Der was garantiert nicht. Nö, irgendein Minispiel bezüglich Dinge abbauen, sprich in ein Vasenspiel. Aber hier waren wir überall schon, ist deswegen ein bisschen verrückt. Aber egal. Tipp. Hasen nur auf. Und weiter geht's ab zu den Zora. Also mal gucken, was dort genau los ist. Und genau das Grab von Mikau, dem tapferen Zora. Und was haben wir hier? Wenn wir weitergehen, finden Sie in die Bucht die Höhle Zora. Und weiter am Stand entlang den Wasserfall. Oh, das Meeres, okay. Kap Zora. Ja, das ist mal sehr schön. Das müsste aber der Tempel da vorne sein, wa? Zumindest einfach dort noch eine Eulenstatue. Also wird es wohl so sein, obwohl natürlich der Tinker ein bisschen schwieriger ist. Noch ein paar Dinge zu legen. Eine Truhe gibt es hier auch noch auf der Karte dort unten. Aber ich glaube, das ging sogar erst nach dem Tempel, wenn ich mich richtig erinnere. Wow! Arsch mit Urne. Okay, das ist wohl der Typ mit den Krügen, war. Deines Gleichen sieht man hier eher selten. Du bist doch hier, um unsere Indigo-Ghost zu sehen, oder? Die Mitglieder der Band sind in der Höhle der Zora. Also der Eingang liegt unter Wasser. Da muss ein guter Taucher sein, dorthin zu gelangen. Jo, sind wir auch. Du schaffst alle Krüge einen Schlag zu brechen, die das können. Hä, also doch? Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Original eine Quest war. Wenn wir noch daran vorbeigelaufen. Okay, wir versuchen es mal. Lange dauert es eh nicht. Wie einfach so hinstellen und dann, ja, wenn wir sagen so, oder? Hui! Was ist los? Das wollen wir ein bisschen zu viel zusammen. Wieso? Alle mit ersten Versuch. Alter Schwede. Was? Der will. Der zockt mir Kohle ab. Ist noch ganz bei Verstand. Moment mal. Wir haben es doch schon beinahe. Irgendwie muss er dann die richtige. Also ich habe 4 bereits geknackt, war. Da haben wir alle gesehen. 4 waren ganz cool. Aber irgendwie der vordere, die habe ich noch nicht. Ich muss natürlich ein bisschen zurückgehen. In der Hoffnung, dass er dann direkt. Ja, versuch's mal so, war. Immer noch nichts. Ich muss schauen. Gut, dann machen wir es noch und drittens mal keinen Bock mehr drauf. Dann braucht ich also noch mehr Kohle. Mann. Komm schon, liebe Kamera. So, war? Noch viel zu weit weg. Naja, mal versuchen. Ich stehe noch im richtigen Ort. Wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer gehe. Schon klappt es! Hervorragend! Was? 100 Rubine ist alles?
Wow, eine tolle Quest. Tut das mal wieder. Ihr könnt mir wohl alle am Arsch lecken, ey. Was ist das für ein Beschiss? Da geht's noch hoch, sprich, da gibt's ein anderes Gebiet. Da komme ich erst mit dem Fanghaken hoch, weil ich glaube, da geht's irgendwie noch zum Rennen der Biberbrüder. Oh, Moment mal. Jetzt ist die Schwimmsteuerung ja anders. Wie soll denn das jetzt gehen? Die waren schon früher ziemlich schnell und jetzt... Ja, mal gucken. Der Biber, okay, oberhalb des Wasserfalls, wa? Mein Zora sind jetzt unterhalb? Mal schauen. Hey! Was bist du für ein Arsch? Komm her! Wow, natürlich direkt... Ah, direkt ihm rein, ist klar! Willst du bitte mal platt machen, das Scheißviech? Dankeschön, jetzt natürlich den noch. Will ein Herzchen hier unten? Dankeschön! Natürlich cool, aber wieso hat hier unten... kommen die wieder? Das klang gerade fast so. Okay, dann will ich mal sagen... Tschüss! Ups, verdammt, lalalala. Schon sehr viel besser. Hui! Okay, interessant, ein Herzzauber ist auch nicht mehr so in Erinnerung, wobei, nee, ich hab's gar nicht geholt, stimmt ja. Also ab zu den Zoras, dann müsst ihr da vorne sein. Geht gar nicht anders. Aua! Da voll reinmarschiert, hey. Ist natürlich dort, weil da hat irgendwie einen anderen Eingang. Was ist denn dort? Hier kann noch irgendwie was aufsprengen. Eine ganz interessant natürlich. Was zum... Was ist jetzt hier? Ich hab doch keinen Schimmer. Was mit dir denn? Aua! Ups! Entschuldigung, ich hab die Maske noch auf. Was ist denn das gerade? Komm schon, so. Komm schon, Wirbelattacke! Geht doch! So, was gibt's hier? Krabbelminen! Echt jetzt? Was gibt's hier unter Krabbelminen? Ist ein Hinweis oder für etwas? Nee, also ich sehe jetzt da nix. Okay, Mann, voll gefehlt. So, wer wohnt hier? Noch ein Angelstrand. Oh, wir natürlich ganz gerne ein bisschen mehr Zeit hätten, deswegen, später. Hä? Der war auch schon immer hier? Also, ja, gut, ist auch egal. Ja, da kann ich nur anders wie hin, okay, und dann... Dort ist ja wohl die Feenquelle, wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Jo! Komm schon, Ding! Ah, Mann! Das Schild nur, wenn man Schwimmen aktivieren kann. So, schon viel besser. Aus dem Weg da, den Raubschleim und in die Hülle der Zoras. Pfiup. Hülle der Zoras. Dann hoffe ich mal, wir haben hier auch noch irgendwo einen Portpunkt, weil sonst irgendwie ständig wieder hier hinkommen müssen, wäre ein bisschen doof. Hallo, Freunde, wieder da. Ich bin's, euer cooler Kumpel. Du bist doch Mikau. Das ist für die Probe. Fahren wir schon auf eure Proben. Ja, vor allem Rausseher. Ah, Mikau, was sind die Proben? Hab ich das Proben mal binden sollen? Auf ihren Zimmern. Lul steht draußen, schaut aufs Meer. Was geht hier nur vor? Tja.
Das ist eine gute Frage. Die gute Lulu. Was ist das für ein Zimmer hier? Ist das Lulus? Nö. Nur so ein Händler. Ah, Mika, willkommen. Was will denn der mit dem Herion-Schild? Rotes Elixier und sonst noch für allen Scheiß. Wir wollen knapp eine Stunde 12 wieder hier weg muss. Also, lieber mal ein bisschen beeilen. Die nächste Etage. Ah, Mika, hey, wo ist denn Lulu? Ich bin neidisch auf dich. Du darfst die gleiche Luft atmen wie die göttliche Lulu. Die Warteseite. Was wäre schön, wenn wir ein Bild von ihrem Song. Ah, so, ja, das war ja der Typ. Ja, den erinnere ich mich noch. Das war ja. Naja, gar kein Problem. Ihr größter Fan und so. Ihr größter Spanner wohl eher. Autsch. Naja, aber es ging schneller. Aber hier irgendwo müsste noch ein Deko-Händler sein. Da bin ich jetzt total. Dieses traurige Mädchen versucht etwas zu sagen. Du siehst in ihren Augen. Hübsche Augen, wohlgemerkt. Sag, tschüss. Mit auf E drauf, ist klar. Naja. Was soll's, man? Schädelbuchtempel. Paddelverbot wegen trüben Wassers, ja. Müssen ja erst. Ah, hier war's. Dann falsch gespeichert, gerne doch, weil wir kommen nicht so einfach zum Tempel, da müssen wir etwas ganz Verrücktes machen, damit ein riesiges Viech auftaucht, ja, irgendwie so ungefähr war das. Und erst dann haben wir überhaupt eine Chance zum Schädelbuchtempel zu gelangen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das hat auch mit den Eiern zu tun und so. Oh ja, eine lange Vorbereitungsquest dazu, aber ja, später mehr dazu. Gut, wir haben das aktiviert, schon mal schön. Jetzt wäre noch gerne gewusst, wo jetzt der Typ da war. Hier hinten irgendwo. Nee, hier sind noch ein paar Zimmer. Ich hätte schwören können, das war irgendwie hier unten. Aber gut, Leute, bringt nicht mehr viel, wir müssen direkt zurück, weil ich will das dann noch irgendwie abschließen. Und deswegen, ja. Vollkarte zurück und zwar Schädelküssen, ne, da waren wir gerade, oder sind gerade die Milchstraße, natürlich viel besser. Oh, mal ganz kurz, Leute. Jo, gut. Nichts passiert, mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, das klappt schon noch. Das Minispiel könnte echt noch knapp werden. Ist natürlich die Frage, wo genau stand jetzt Roman und ihre Schwestern, müssen aber irgendwo hier gewesen sein. Du hast gesagt, wollen wir es echt so irgendwie abfahren. Also es war ein Tag, so 31 Stunden. Jo, da bin ich ja. Und wo ist sie jetzt? Hä? Ah, dort sind sie! Meine Fresse! Haben sie gerade noch gesucht oder waren die plötzlich nicht mehr da? Link, dagegen rollen bitte. Dankeschön. So, da bin ich doch. Alles klar bei euch? Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um eine Lieferung zu machen. Müssen wir mitfahren? Jo. Weil jetzt, Freunde, naja. Es passiert etwas. Was freut mich? Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Da freue ich mich über jede Gesellschaft. Naja, wenn du meinst. Jetzt passiert etwas, was, irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Andererseits auch ziemlich lächerlich. Aber jetzt erstmal etwas ganz Schönes. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater, ja, die Kühe wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich übrigens zerbrochene Krüge. Was ist bloß los? Auch meine Schwester Romani scheint so besorgt zu sein. Sie übt halt mit dem Bogen, um die Geister verjagen. Und der Mopel so, viel größer als sonst. Ja, Alter, seine... Ganz ehrlich. Ja, bei uns im Mond die Große wird... Ja, was will er denn?
Gute Frage, war. Ihr Name ist Anshu. Ihr morgen jetzt als Brav an den Tag treten. Glaube ich ja weniger, aber naja. Ich frage mich, ob es tatsächlich runterstürzen wird. Ja, das weißt du, Schwerkraft und so, die ist irgendwann auch mal zu Ende und dann fällt es halt runter. Hallo? Seit wann ist das Tor hier zu? War die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Ich guckt so. Wieso? Weil mal sind wir ja auf der Rennbahn der Gommann-Brüder. Und hier ist auch zu. Das ist die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt. Uns aber keine Wahl. Müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Ja, wenn du meinst. Bist du bereit, dafür zu versuchen, uns so rasch wie möglich hier rauszubringen? Du musst versuchen, uns zu verfolgen und mit deinen Feinden zu verjagen. Ich glaube, sie sind in den Milchkrügen her. Was du das zu tun hast? Nö. Na, natürlich. Danke, verlass mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Da sind sie auch schon, natürlich. Es sind die Gorman-Brüder. Naja, schwierig ist nicht wirklich. Ich habe jetzt neue Masken auf. Kann sagen, ihr seht schon, also die zu verfehlen oder so ist praktisch unmöglich, wenn unendlich Pfeile. Ich glaube sogar, es darf irgendwie einen Kugel so zerbrechen. Ich habe es dann noch nie richtig geschafft, das nicht zu schaffen. Also wie gesagt, nie ein Problem. Vielleicht haben sie es jetzt schwieriger gemacht. Was wollt ihr Arschgeigen von uns? Lass die Schwester in Ruhe! Ja, seht auch hier, also diese Ophelien ist so gut wie unmöglich. Versuchen die ganzen wieder daneben zu zielen. Gut, jetzt, ja, okay. Wow! Ich glaube, es war auch noch irgendwie 3 Hiebe so mein... Alter! Ja, seht jetzt. Der hat einen getroffen. Und er ist nicht zersplittert. Das braucht schon wieder 3 Hiebe, um einen Krug zu zerstören. Ja, der Gyrosensor ist schön und so, aber verzieht sich mit der Zeit dann grausam. Was? Aber hatten wir sehr froh, noch in deinen Lieferungen zu erhalten. Ja, danke dir, du warst großartig. Bitte nimm es an. Du hast Romanis Maske erhalten. Du kannst jederzeit in die Milchpalatte eintreten. Ja, guten Tag, dann Kindern mehr zum Erwachsenen. Hey, diese Maske können nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Das ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Geil, Mann. Beschützt die Milch. Abgeschlossen. Dankeschön. Und, tschüss. Die Wünsche somit complete. Geil, wa? 68 sind wir wieder hier rausgekommen. Naja. Jo. Masken. Das ist eine tierische Maske, war theoretisch. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt haben wir das. Wir haben immer noch den zweiten Tag. Jetzt mal gucken. Der Part wäre gleich vorbei. Ich würde aber trotzdem noch ganz gerne zumindest... Moment. Ganz kurz gucken von den Mädchen hier. War genau, die sind beide abgeschlossen hier. Sehr schön. Komm, Brüder, fehlt noch irgendwas? Keine Ahnung. Was hier fehlt, ist mir klar. Die hängen zusammen, die beiden Quests. Das war ja mit der Romani-Maske plus mit 3 Verwandlungsmasken. Später können wir auch schon bald machen. Das hier habe ich einfach vergeigt leider, weil ich den falschen Code gewählt habe. Braucht es also nicht mehr, aber das können wir noch machen. Das ist auch schon durch. Ja, bis was machen wir sogar. Moment, was steht hier? 6 bis 11 Uhr? Ah doch, locker. Wenn dazu noch Zahlen, jetzt mal ganz kurz speichern, weil es noch irgendetwas vergessen haben sollte oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dann machen wir einmal das mit den Dekus, wenn es nicht klappt, machen wir im nächsten Part weiter und ja. Einfach am Nizora, es war am 3. Tag, weil ich wie gesagt, oh, da war eigentlich viel vor, ich will das Ganze mit den Dekus da, sprich die Tauschquest abschließen. Ich glaube, es war also einer ist garantiert bei den Zuras, das weiß ich noch. Aber ich glaube, der letzte, es gibt noch einen, wenn ich wirklich Pech habe. Ich hoffe, ich irre mich, aber wenn das wirklich so ist, dann gibt es noch einen und zwar im Ikana kennen, wo wir den Fang oder den Enterhang dazu brauchen. Das heißt, ich muss
letzten Tag eine Piratenfestung Enterhaken holen. Und dann eigentlich wieder raus, weil für die Zora-Eier habe ich zu wenig Infos. Ich weiß nicht mehr, wo die genau waren dort. Ich glaube, alles in einem Tag noch, das schaffe ich nicht mehr. Da muss ich zuerst doch einen Fanghaken holen und dann schauen wir weiter. So könnte es klappen. Guck mal, bin da. Kennst du, schaffst du einen weiteren Tagesrekord? Ich probier's. Viel Spaß, Mann. Ja, danke. Und so ein Sonderpreis. Am Abschluss ist das Spiel vorbei. 1,15. Okay, okay, gut. Ich weiß, wieso ich das hier so gehasst habe. Das ist natürlich total doof. Oh. Ich habe echt noch Mühe halt die ganze Zeit. Ich habe so passen, sprich halt, wann ich ihn halb verliere und wie lange es da bis ich da lande auf der Dekoblume. Mach's mal anders. Versuch's mit der kindlichen Unschuld wie früher. Kindliche Unschuld von Quatsch. Oh Mann, wie sollen das abtimen? Natürlich vor allem die erste Wicht, weil die anderen schaffen irgendwie schon. Gut, teuer ist es nicht, das können wir eigentlich eine ganze Narbe machen, aber will ich das? Nö. Einmal ganz kurz. Nein, ich... Ja, sorry, ich habe eigentlich genug Zeit so noch. Okay, da kommt direkt einer. Alter, dieser verdammte Mistsackkerl! Wenn ich natürlich alle im Kreis total... Oh, ich hasse das, ey. Das bringt doch meine ganze Zielkoordination durcheinander. Du. Was schon wieder, Alter? Dabei haben wir noch zu früh. Ey, dass er so lange brauche zum Fallen, das ist doch übel. So, aber gespeichert. Ich wusste genau, dass wieder so Mist wird, hey. Das war mir sowas von bewusst. Moment, einfach so aber gesagt, war? Wir sind immer schon im 3., ne, 4. Ey, das ist... Nee, ich hatte irgendwie den Bogen nicht raus, Freunde. Das ist zum Kotzen. Gut, wisst ihr was? Es geht relativ schnell, oder? Zumindest, weil ich sowieso am ersten Sprunglauf verkacke. Wo mache ich denn... Ich meine, ersten hat er sowieso kein Problem, vielleicht einmal, aber sonst... Mann, kann ich bitte mal nach vorne gucken? Dankeschön. Einen äußeren Anfang, wenn ich natürlich den gleichen nehme. Ist doch einfach zum Abpassen. Wie gesagt, gut haben wir gespeichert. Ich glaube, wir brauchen noch etwa 20.000 Versuche, bis ich irgendwann mal den Dreh raus habe, wann ich mich halt vom Timing her da fallen lassen muss. Ich darf die Höhe nicht abschätzen, wie lange ich brauche, bis ich da drauf bin. Das ist total doof. Und Peine natürlich auch, ganz klar. Jetzt. Das ist nur Glück, nur Glück. So, da kommen gleich ein paar, also die freie Auswahl. Was war jetzt wieder falsch? Jetzt wurde ich irgendwie zu viel, kann mich nicht entscheiden, nehme ich den unteren, nehme ich den oberen. Okay, ne, bringt nichts, Freunde, aber wir werden es weitermachen, ganz klar, weil jetzt sind wir schon zeitlich gut dabei und kann immer neu starten und so. Ja, im nächsten Part geht es hier weiter. Entweder schaffen wir es auf Anhieb oder sonst schneide ich mal ein bisschen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie 100 Versuche zu zeigen und wieder neu starten und so. Aber ich will es schaffen, und zwar an diesem Tag, nicht in den weiteren Zyklus und so, habe ich keinen Bock drauf. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.